Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwit. Heute sind wir in Buchs in Aargau bei Chocolat Frey und wir gießen hier Schokolade selber gießen und Schokolade machen und es schmeckt schon überall nach Schokolade, es sind überall Schokoprodukte. Wenn wir hier umdrehen, hat es einen ganzen Laden voll mit Schokolade und ich hoffe, ich kann Ihnen Schokolade machen mit Salz drin oder Speck oder so, weil ich einfach gerne Salz und Schokolade zusammen liebe, aber Schokolade selber alleine, es geht. Ich muss mega Lust haben und ich freue mich mega auf das Event. Chocolat Frey gibt es übrigens seit 1887, mein Jahrgang im 19. Jahrhundert und wahnsinnig alte Firma schon. Und das Besucherzentrum hier haben sie im 2014 eröffnet, nämlich an Ostern. Ich glaube, der umsatzstärkste Monat für alle Chocolatiere. Jetzt sind wir wieder daheim, gemütlich in der Stube und jetzt habt ihr ganz viele Eindrücke von dem Abend, den ich erleben bei Chocolat Frey mitbekommen und jetzt habe ich natürlich auch noch etwas für euch. Ich habe nämlich wirklich mega viel feine Schoki bekommen und ich hole jetzt so ein Schoki-Päckchen raus für die ganz Süßen unter uns. Und dort ist unter anderem dabei 2 Schokitafeln, einmal mit Pistache und einmal mit 3 verschiedenen Nüssen drin, also reichhaltig und gut für die Nerven. Dann so eine für unterwegs, für die ganz Süchtigen, dass man sogar schon vor dem Nachnurti auf dem Heimweg Biss nehmen kann. Das ist mit Mandelnougat. Ist das. Dann das süße Osterhäschen hier, ein grünes. Serviette mit dem typischen Einhornzeichen drauf und es ist wirklich so peinlich. Ich habe im Fall das gar nicht geschnallt, dass es ein Einhorn ist und eben, also Chocolat Frey kenne ich seit kleines Kind und das wirklich erst an diesem Event geschnallt. Und jetzt etwas, was es auf dieser Welt nur einmal gibt, nämlich der Osterhase, den ich selber gegossen habe und selber geschminkt habe, sagt man dem, wenn man da die weißen Sachen zuerst auszeichnet, sagt man dem Schoki schminken und dann Schoki reinfüllen. Also der ist von mir gemacht und ich und der Stefan haben zusammen
Schoki gegossen und die Schoki hat ein mega schönes Einhorn drauf, wie es keine andere Schoki auf dieser Welt hat. Und sie hat also einen Überraschungseffekt, wenn man diese Schoki ins Mund nimmt. Ihr werdet lachen. Ja, wirklich, das ist ganz eine coole Schoki. Ich sage jetzt nicht, was es ist. Also es ist ja nichts Giftiges, aber wirklich ganz toll. Unter allen Kommentaren in diesem Beitrag verlose ich das mega Deluxe Schoki-Päckchen und ich würde gerne von euch wissen, welches ist eure absolute Lieblingsschoki. Tschüss zusammen und bis gleich!